Video gerade schon mal angefangen, aber leider war mein Speicher voll. Also nochmal, ich vertrete Konstantin heute zum Thema Hobbys. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal erzählen. Also, Hobbys. Ich lese gerne. Vor allem, ja, eher so Klassiker der amerikanischen Literatur. Sowas wie Der Fänger im Roggen oder ja, das Bildnis des Dorian Gray, also so generell so klassische Literatur. Ich habe eine Liste von, keine Ahnung wie viele Büchern, die ich noch lesen möchte in meinem Leben. To Kill a Mockingbird, Der große Gatsby. Und ich lese diese Bücher, wenn die in der Originalsprache auf Englisch sind, auch lieber auf Englisch halt, weil, naja, wenn ich weiß, dass der Autor englischsprachig ist oder war, dann will ich auch genau das lesen, was er geschrieben hat. Die Worte, die er wirklich zu Papier gebracht hat und nicht das, was der Übersetzer daraus gemacht hat. Wenn das so anspruchsvoll ist, dass ich es halt nur schwer verstehe, dann lese ich es schon noch auf Deutsch, aber eigentlich möchte ich das dann schon im Original lesen. Klar, wenn es französische Literatur ist oder so, dann lese ich es auf Deutsch, weil ich kein Französisch kann, aber bei Englisch ist das eigentlich nicht so ein Problem. Ja, lesen. Ich meine, als Philosophiestudent ist es jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, wenn man gerne liest. Obwohl ich die philosophischen Texte eher nur im Studium lese und nicht privat. Ich habe zwar jetzt von Albert Camus Der Fremde gelesen, Camus ist ja auch ein Philosoph, aber der Roman ist halt jetzt nicht, ist keine philosophische Arbeit, von daher. Aber ich finde ihn als Philosophen auch sehr interessant. Und der Roman ist halt wirklich gut, deswegen wollte ich den mal lesen. Ja, ansonsten bin ich ein Film- und Serienfreak durch und durch. Ich habe innerhalb von ungefähr einer Woche jetzt die ersten beiden Staffeln von Orange is the New Black gesuchtet. Also fast nichts anderes gemacht, als das zu gucken. Also wenn ich gerade eine Serie richtig toll finde, dann kann ich auch eine Staffel innerhalb von 1-2 Tagen durchgucken. Und Filme, also ich weiß nicht, wie man nicht auf Filme stehen kann, weil das einfach das geilste Medium ist, um Geschichten halt zu erzählen, finde ich. Und da kann man auch irgendwie mit jedem Menschen einen Ansatzpunkt finden, um ein Gespräch anzufangen. Also wenn man jemanden vielleicht noch nicht so gut kennt oder so, oder auf einer Party ins Gespräch kommen will, dann über Filme weiß jeder irgendwas zu erzählen. Da kann man super diskutieren oder sagen, ja, magst du den und den Film, ja, dann magst du vielleicht auch den, und dann hat man schon wieder 100 neue Filme, die man gucken kann. Und ja, also das ist schon auch irgendwie auf jeden Fall ein großes Hobby, Filme zu gucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und halt auch ab und zu mal ins Kino zu gehen mit Freunden, mache ich im Moment auch wieder mehr. Aber eben nur, wenn Filme ins Kino kommen, wo man wirklich denkt, das lohnt sich auch. Ansonsten zocke ich ab und zu mal PS3, aber ich bin nicht so der große Zocker, also hauptsächlich FIFA, mal GTA oder Red Dead Redemption, aber immer nur so ab und zu nebenbei, um mal so ein bisschen abzuschalten auch. Ansonsten Musik ist ein ganz großes Hobby. Also ich kann leider selber keine Musik machen, ich bin, was Instrumente angeht, glaube ich, total untalentiert. Aber Musik hören auf jeden Fall, also wenn ich zu Hause bin, immer. Ich habe mir vor ein paar Wochen auch erstmal Bluetooth-Lautsprecher gekauft und Spotify Premium, weil mir die Werbung so dermaßen auf den Sack ging. Und ja, es ist einfach auch großartig, neue Musik zu entdecken. Und ja, ich gehe halt auch ganz gerne zu Konzerten ab und zu, aber hier sind meistens nicht so die Künstler, die ich mir angucken würde. Die sind eher so in den großen Städten, so wie Hamburg oder so. Ab und zu verirrt sich mal eine Post-Rock-Band hierhin, aber das ist leider eher selten der Fall. Ich würde auch gerne mal wieder so ein Festival, also wenn dann
Hurricane oder Area 4. Ich war 2007 auf dem Hurricane, das war echt cool. Aber ich glaube, größer muss es auch nicht sein. Also so Rock am Ring wäre mir, glaube ich, zu groß und die ganzen Headliner sind mir auch irgendwie zu bekannt. Also wenn es etwas weniger bekannte Bands sind, sind es meistens auch mehr so die, die ich wirklich gut finde. Und von daher würde ich auch eher so aufs Hurricane gehen oder so. Aber, ja. Ansonsten Hobbys, Sport, also Fitness auf jeden Fall. Nicht nur diesen Sport halt zu machen, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu lesen und irgendwie diesen Lifestyle im Kopf zu haben. So irgendwann merkt man das gar nicht mehr, dass man sich da ein bisschen von anderen Leuten abhebt. Das ist irgendwie sehr witzig. Ich finde selber, dass ich mich nicht unbedingt gesund ernähre, aber von anderen höre ich dann auch mal, du isst doch immer so gesund und so, achtest doch immer so darauf. Und ich so, Quatsch, tue ich gar nicht. Aber da merkt man erstmal, wenn man eine gewisse Zeit da drin ist in diesem Fitness-Lifestyle, dann dann hat sich schon irgendwie was verändert und man merkt das selber gar nicht so, aber andere kriegen das mit und sagen dann auch, ja, du siehst doch gut aus, du willst doch nicht noch irgendwie breiter werden oder so und dann denkt man so, Alter, ich bin voll der Lauch und das ist halt sehr witzig, wie der Anspruch dann da auseinandergeht. Aber ja, Hobby ist auf jeden Fall Sport. Ich würde auch gerne noch mehr Sport wieder machen, aber im Moment fehlt einfach die Zeit. Fußball war auch immer ein riesiges Hobby. Mal gucken, ob das demnächst wieder mehr wird. Und sonst probiere ich halt auch mal gerne neue Sachen aus, wie Bouldern oder Longboard möchte ich auf jeden Fall auch demnächst mal machen. Ich habe auch lange Skateboard gefahren. War auch immer ein großes Hobby. Und auf jeden Fall noch ein großes, was heißt Hobby? Ich mache das immer nur so phasenweise, schreiben selber. Früher waren es vor allem halt Gedichte und Kurzgeschichten. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich im Moment wieder viel einfach Blog-Einträge für mich selber schreibe. Habe auch mal versucht, einen Poetry Slam Text zu schreiben. Ja, mit dem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffe, den fertigzustellen und damit vielleicht auch aufzutreten. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ja, Schreiben ist auch irgendwo ein Hobby und ich möchte es eigentlich auch mehr machen, aber im Moment habe ich halt auch viel für die Unis zu schreiben und dann verliert man irgendwie doch so die Lust daran, auch noch privat sozusagen zu schreiben. Aber es ist schon so eine Ambition von mir, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ich muss es gar nicht unbedingt veröffentlicht haben oder so, aber einfach ein Buch geschrieben zu haben, ist schon so ein Lebensziel und ja, aber doch gleichzeitig auch irgendwo ein Hobby, denke ich mal. Ansonsten, was habe ich großartig für Hobbys? Ich gehe gern shoppen, aber ob das jetzt ein wirkliches Hobby ist, abgesehen davon habe ich auch nie genug Geld, um wirklich mit vollen Taschen nach Hause zu gehen. Ich glaube, sonst habe ich keine spektakulären Hobbys. Ich bin eigentlich ein ziemlich langweiliger Typ, was das angeht. Ich meine, vielleicht kann man es dazu zählen, ich mache gerne was mit meinen Freunden. Gehe gerne mal auf ein Bierchen in unserer Stammkneipe oder treffe mich auf einen Kaffee mit jemandem. Ob es jetzt ein Hobby ist, die sozialen Beziehungen zu pflegen, keine Ahnung. Das ist eigentlich schon alles, was ich da so über mich erzählen kann. Die Vertreteranfrage war auch relativ spontan, deswegen konnte ich mir jetzt nicht so viele Gedanken machen. Aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch eher ein unspektakulärer Zeitgenosse. Ich habe halt auch ganz gern einfach mal meine Ruhe. Höre ein bisschen Musik, surfe im Internet. Und das war's dann. Also ich muss auch nicht immer irgendwie Action haben oder so. Und gut, reisen, was von der Welt sehen. Das ist vielleicht kein Hobby, aber es ist auf jeden Fall was ich mehr machen möchte und was mir sehr viel Spaß macht. Wo aber einfach die Zeit und das Geld fehlt, um das so zu verwirklichen, wie ich gerne würde.
Aber ja, so die großen Sachen habe ich ja schon genannt. Musik, Filme, Lesen, Schreiben, Sport, ein bisschen zocken, Freunde treffen. Das mache ich so, wenn ich mal nicht mit dem Studium beschäftigt bin, was im Moment leider eher selten ist. Ja, ich denke, das war es soweit von mir erstmal. Und eventuell sieht man sich in nächster Zeit nochmal wieder. Ciao.